Entschuldigung, wir vermissen irgendwie ein tolles Frühstücksbuffet. Wir haben doch in den letzten Tagen immer so ein tolles Themenfrühstück gehabt, gell? Ja, Italienisch, Spanisch, Französisch. Unser Frühstückskoch ist krank. Ach so, gibt's denn halt gar kein Themenfrühstück? Doch spartanisch. Also, Zimmer 740, bitte. Tut mir leid, der Herr, aber ich glaube, Sie haben sich verlaufen. Nein, ich verlaufe mich nicht. Zimmer 740, 7. Stock. Aber schauen Sie, unser Hotel hat doch nur 6 Stockwerke. Das ist ja das Allerhöchste. Haben nur 6 Stockwerke und tragen mir ein Zimmer im 7. Stock. Das ist ein Betrug. Nein, das ist kein Betrug. Sie sind im falschen Hotel. Was? Falsches Hotel? Das wäre doch in China. Jetzt ist das nicht einmal ein richtiges Hotel. Ich mag sofort mein Geld wieder haben. Nein. Wir sind schon ein richtiges Hotel, aber das Falsche für Sie. Ach so? Bin ich Ihnen nicht fein genug für Ihr Etablissement oder was? Wir haben auch schon wieder einen Durst. Jetzt reicht's aber. Entweder Sie verlassen jetzt sofort unser Hotel oder ich rufe die Polizei. Nicht nötig, der Herr. Die Polizei ist schon da. Herr Kommissar, Reise auf Erding. Wo sind denn Sie die ganze Zeit? Der ganze verdammte Betriebsausflug sucht Sie schon. Sie sind in einem völlig falschen Hotel. Ja, Respekt, Herr Kollege. Wir haben jetzt Sie das so schnell rausgekriegt, ohne Befragung. Ist es nicht ein Fall für unsere Grippe? Nein. Da haben wir gar keine Zeit für sowas. Wir haben nur einen 51 vor uns. Der ist viel wichtiger. Ja, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, gell? Wir haben es selber gehört. Wir haben noch einen 51 vor uns, gell? Was ist denn eigentlich 51? Ein Mord? Nein. Ein brasilianischer Zucker oder ein Schnaps. Wartet in der Bar gegenüber. So, also, wir zwei alleine, die Kinder bei deiner Schwester und wir zwei in einer fremden Stadt. Meinst Ja, Grüß Gott, die Herrschaften. servus. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir brauchen ein Zimmer. Die Junior-Suite war noch frei. Aber wir sind hier kein Stundenhotel. wer redet denn von einer Stunde? Länger als 3 Minuten dauert das nie. Ja, Kathi, was ist denn mit dir los? Du bist ja weiß. Das weißt du auch, Kumpfmüller. Wenn du gefunden hättest, was ich gerade gefunden habe. Oh, Was hast denn du in der da dritten drin? vom Saubermacher in Zimmer 9. Das waren Perverse, das sag ich dir. Das muss ich dir jetzt sagen. Nein, ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Das hilft jetzt nichts. Das schaust du jetzt so. Ja, wahr! Sag bloß, die haben Weißwürst mit Ketchup gefressen. Oh. Zimmer 9 hast du gesagt. Boah, das waren diese Hagedorns. Die haben Hausverbot auf Lebenszeit. Und jetzt tu das weg da, bevor wir schlecht werden. Teufel. Du, Kumpfmüller. Der Manni hat einen Koffer stehen lassen. Ich seh keinen. Aber riechen wir es gleich. Oh, die kleine Drecksau. Oh, lass das echt am Koffer stehen. Der feilt ja von innen. Oh. Guten Abend. Entschuldigung, bin ich da jetzt schon richtig im Hotel zum Hirschen? Nein, Sie sind im Parkhotel in der Schlossallee. Oh wei, ich hab mir's ja gedacht, weil vorher war ja noch ein Mannsbild hinterm Tresen. Na, warten Sie, das war doch bloß ein Scherz. Sie sind schon beim Hirschen. Der Kollege hat gerade Schichtende gehabt. Das ist aber nicht mein Lieber, gell?
Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hab meine Frau verloren. Mein Beileid. Nein, nicht so verloren. Die ist mir auf dem Weinfest verloren gegangen. Ich war höchstens bloß eine halbe Stunde an der Bar. Wie ich noch zurückgekommen an unseren Platz, war sie nicht mehr da. Spurlos verschwunden. War doch bloß ein Scherz. Eine Frau ist schon im Zimmer, die ist vor einer Viertelstunde gekommen. Ja, sie sind mir ja aber nicht mehr lieb. Und so ein junger, fashion Mann hat sie im Arm gehabt. Was? Ein junger Mann? Geben Sie sofort den Schlüssel her. War nur ein Spaß, eine junge Dame hat es dabei gehabt. Eine junge Dame? War auch nur ein Scherz, Alois. Sie sind eine ganz lustige, hä? Wissen Sie was? Erinnern Sie mich übermorgen bei der Abreise droht, dass ich Ihnen 50 € Trinkgeld gebe. 50 €? Echt jetzt? Ja. Ja, das ist ja übermorgen. Aber sie reisen noch morgen schon ab. Genau. War ja bloß ein Scherz. Witzbold. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram und bavariashop.de.